Also Tobi ist echt das perfekte Beispiel für einen Verrückten. Zuerst die ganze Zeit locker drauf, macht lustige Sprüche oder mit einer kindlichen Stimme und so, und jetzt voll der mysteriöse Typ mit diesem bösen Blick. Tja, und man sagt ja, wenn Blicke töten könnten, dann wäre Naruto bereits tot. Und die Musik, ja, macht eigentlich den Rest. Voll bedrohlich. Obwohl, bedrohlich eigentlich nicht, es ist eher mysteriös. So, wo sind wir jetzt genau im letzten Part stehen geblieben? Das war noch ein bisschen weiter. Genau, hier war's. Ja, ein Naruto, das ist wirklich nicht einfach mit dieser Bürde. Oh, ist es bereits soweit? Jiraiya ist tot. Am liebsten würde ich Naruto helfen, aber ich frage bloß wie. Also gerecht werden stimmt hier nicht ganz. Also, das war nicht gerade der Antrieb, wieso Naruto. Naja, egal. Und damit beginnt das Erlernen des Senin-Modus. Pain, das Kollektiv der 6 Körper, beziehungsweise die Pfade der 6 nee, Moment mal, stimmt nicht ganz. Der weiße 6 Pfade heißt es ja im Prinzip. Also sprich, dass man mit dem Rinnegan 6 unterschiedliche Körper kontrollieren kann. Und das wäre auch der gleiche Typ, der Jiraiya-sama erledigt hat. Ja, okay, auch das wird gerade ein bisschen ziemlich schnell heruntergeleitet und so, ohne viel Spannung und Trauer dahinter. Also eins könnt ihr mir glauben, im Manga und im Anime kam die Verzweiflung, die Zerstörung Konohas viel besser rüber. Und wieder einmal, ohne ein bisschen trainieren zu müssen, hat Naruto neue Power erhalten. Naruto im Senin-Modus. Okay Leute, jetzt wird's spannend. Gegen Pain, den Träger des Rinnegans. Ach ja, stimmt, dieser dämliche Friedensplan da. Mein Gott. Naja. In diesem Friedensplan ging es eigentlich nur darum, alle Bishus einzufangen und daraus die mächtigste Waffe aller Zeit zu machen, weil die Menschen nur aus Schmerz lernen. Sprich, wenn sie sich mit dieser Bishu-Waffe gegenseitig Schmerzen zufügen, würden sie es nachher nicht mehr tun, weil sie wissen, wie schmerzhaft es ist, so würde Friede herrschen. Das ist zumindest Pains Logik. Gibt zwar, wenn ich ehrlich sein soll, ein bisschen Sinn, aber ja, man kann es... Dankeschön! Ja. Wie gesagt, ein bisschen Sinn gibt es, aber es ist einfach eine sehr rabiate Methode, wie ich finde. So, Ben, was machst du? Ach, so einen dämlichen Stäbe! Wow! Shinra Tensei, sag ich dazu noch. Nein, das schon wieder! Ey, Alter, hör mal auf! Mann, ey, du kannst Shinra Tensei nur alle 5 Sekunden einsetzen. Weißt du das etwa nicht? Ne, weiß es nicht. Ups! Ja, Rasenrengan, jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ich habe so eine Chakra, aber nichts mehr zum Tauschen. Wie sieht's aus? Was macht eigentlich das Buch? Ups!
Das war ein Fehl. Nimm das. Hä? Was war denn das jetzt für ein Pain, den er gerade beschworen hat? Mann, ey, lass ihn doch in Ruhe. So. Was? Er hat's absorbiert, ich krieg die Motte. Oh, no. Versuch mal das zu absorbieren. Geht doch. Futora Senjuiken. So, Alter. Beenden wir's. Wieso habe ich eigentlich so wenig Power? Kann das mal erklären? Nein, eigentlich in den Erwacht-Modus will ich nicht. Darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Wow, fast wieder. Aber trotzdem, mit welcher Attacke hat er mir so viel Schaden abgezogen? Hier, nimm das. Der setzt die ganze Zeit Shinra Tensei an, obwohl es gar nichts bringt. Ja! Yeah! Rasenrengan! Na, Alter? Komm her. Ist der dem noch? So, jetzt mach ich platt. Ah, wie sieht's aus? Nö. Alter, komm jetzt her! Na klar, die Schattendoppelgänger bleiben noch da, aber Naruto bewegt sich mal. Ja, hier! Das könnte eine coole Combo machen. Wenn ich mal könnte. Es ist vorbei, Pain. Oder eher Tendo Pain. Zumindest sollte dieser Körper für den Gott Pain stehen, weil der ja das Shinra Tensei beherrscht und auch das, mir fällt schon wieder der Name nicht ein, meine Güte. Naja, auf alle Fälle die Techniken, Rang C für den Schrank auch, auf alle Fälle die Techniken des Rinegans, mit denen er Objekte zu sich ranziehen und wegstoßen kann. Also Shinra Tensei zum Wegstoßen. Yeah, man, wir können den Senin-Modus benutzen. Ja, von mir aus auch eher Mitten-Modus. Scheißegal. Und die andere ist, um Objekte ranzuziehen. Wie ist jetzt die schon wieder? Banjo Tenin, glaube ich. Ja genau, und seine Ultimative-Attacke war ja Chibaku Tensei. Masani Tenchi o yurugasu Issen wa Uzumaki Naruto no shouri ni owari. Ja, okay, da war es doch mein Fehler. Ups, sorry Leute, ich dachte der Kampf mit Naruto im sechsschwänzigen Modus, der komme noch, aber offenbar hätte ich den selber aktivieren müssen. Ups. ようやくこの葉に静寂が戻る。しかし世界は大きく動き始めていた。 Also ganz ehrlich, der Story-Modus in diesem Spiel gefällt mir überhaupt nicht. Der ist viel zu kurz, viel zu eng zusammengepresst und man versteht überhaupt die Zusammenhänge nicht. Also für einen Außenstehenden, gute Nacht, hey. どの里も暁を、そして今や暁に加担する内葉サスケを無視できず。 Ja, also mit Außenstehenden meine ich natürlich jemanden, der die Naruto-Serie noch nicht kennt und das Spiel zum ersten Mal zockt. Aber auch für den müsste doch so etwas eine zusammenhängende Geschichte haben. Hier wird er einfach nur, also ein bisschen zusammengepresst und von jedem Charakter selber die Geschichte erzählt und mehr auch nicht. Ja, ist der fabelhaft, ey. Okay, ich habe jetzt zwar nicht richtig mitbekommen, was die gerade geschwafelt haben, weil ich gerade in meinen eigenen Gedanken versunken war, aber... Hä? Er will Sasuke um Verzeihung bieten. Wieso um Verzeihung bieten? Ja, die Szene kenne ich wiederum. Ja, okay, also da steht jetzt zwar, dass er zugegeben hat, Madara Uchiha zu sein, aber Leute, das stimmt nicht. Wer die aktuellen japanischen Manga-Kapitel kennt, der weiß, dass das nicht sein kann. Sasukeを操る張本人が目の前にいる。渦巻きナルトの拳は強く握られた。 Ja, weil dafür hat ja Kabuto Maru gesorgt.
dass Tobi nicht Madara Uchiha sein kann. キュービ渦巻きナルトさてどれほどか Ja, und ihr hört schon, Tobi hat jetzt seine ernste Stimme wieder drauf, aber wieso müssen wir jetzt schon wieder gegen den kämpfen? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben doch erst gerade im letzten Part gegen den gefightet. Naja, also Naruto dafür kann sie ihn ja wohl kaum bestraft. Ich meine, er hat Sasuke bloß die Wahrheit erzählt. Über Itachi und das Geheimnis der Konoha-Ältesten. Hä? Ist das ein neuer Naruto-Charakter? Da spinne ich jetzt. Kampf gewinnen, ultimatives Jutsu erwachen, nicht einsetzbar, Gegnerangriffsstärke Werks plus 40. Hä? Ja, okay, Punkt 3 ist nichts Neues, dass der Gegner stärker ist, aber wieso kann ich mein ultimatives Jutsu nicht einsetzen? What the fuck? Wow, Alter! Oh, der mit seinen blöden Verschwindibus-Tricks! Mir reicht's mit dir und dann... dämliche Mangekyo-Sharingan-Fähigkeiten. Ja, weil ich behaupte ihm noch... Ja, das ist der Körper von Obito Uchiha. Deshalb hat er auch eine ähnliche Technik drauf, dankeschön, wie Kakashi. Nur halt, weil er einen richtigen... Alter! Das ist verdammt stark. Ja, ich erzähle noch kurz, weil ich werde sowieso platt gemacht. Weil... Da steht wirklich Madara. Ja, ich bezeichne jetzt trotzdem mal als Tobi. Weil Tobi ja einen Uchiha-Körper, zumindest behaupte ich jetzt das mal, ist seine Technik natürlich ein bisschen stärker als die von Kakashi, auch wenn es im Prinzip das gleiche ist. Wow. Natürlich! Wieso sollte er nicht ausweichen, ne? Er kann es ja so gut. Money! Wow, das war knapp. Ja, Kami verliert doch sowieso. Aha, hier bin ich. Und das war's. Sag mal, habe ich jetzt... Entweder habe ich wirklich so viel Schaden gekriegt, oder... Ich war echt schon im orangen Bereich. Das will ich jetzt aber nochmal sehen. Nö, ich bin ganz normal. Macht er echt so viel Schaden? Ja, ich treffe ihn doch eh nie. Deshalb ist das ultimative Jutsu nicht einsetzbar. Ich treffe ihn ja nie. Mann. Wow. Das war knapp. Okay, ich muss ein bisschen von seinem dämlichen Jutsu nachnehmen. Egal, ob es jetzt das ultimative ist oder nicht. Ja, ein Rasengan das getroffen hat. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Ja, seht ihr, was ich meine? Nein! Wieso ist er jetzt da hinten? Der kommt von oben. Jo, wow. Bam. Nein, wow. Was? Hey, ich bin ausgewichen, Alter. Verarsch mich hier nicht. Na, bietet sie doch schon ein bisschen besser als beim letzten Mal. Hä? Habe ich ihn jetzt getroffen oder nicht? Das sah gerade ein bisschen seltsam aus. Achso, der ist im Wachmodus. Er sagt ja das gleich, ich habe gar nicht geschnallt. Ja, Mann! Deshalb teilt er so viel Schaden aus. Sagt doch das gleich mal jemand. Wow. Hallo, hier bin ich immer noch. Oh, geht doch. K.O. Finish ihn auf und Tschüssikowski. Ich will dich nie mehr sehen. Also dafür will ich Rang S. Ja, scheiß doch einer die Wand voll, hey. Pff, Rang C, hey, du mich auch Rang C. Oh. Wenn ich den Entwickler des Spiels in die Finger kriege. Ja, und welche Abschiedsworte das sind, das erfahren wir im ersten Part von Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Generations. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ja, Spaß. Also irgendwie nervt mich dieser Story-Modus. Das Kampfsystem selber ist klasse, aber der Story-Modus,
ein bisschen beschissen, wenn ich das mal so sagen darf. So ähnlich wie in Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Dafür ist hier der Kampfmodus, ja, das Kampfsystem halt besser. Fuck, ey! Wieso erwische ich immer solche Spiele? Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.